einen Vortrag. 800 Kilometer von mir weg und im Bus da warten 100 Leute und ich habe jeden Tag in der Schweiz 2 Vorträge. Habe ich kurz nachgedacht. Die warten auf mich. Die haben Hoffnung, denen kann ich vielleicht helfen. Ich habe gesagt, eigentlich kann ich die Vorträge machen, weil ich bin ja nicht auf die Schnauze gefallen. Und mein Mundwerk ist alles, was ich brauche für meine Vorträge. Also ich kann den Vortrag auch im Sitzen machen. Ich habe gesagt, und beim Autofahren brauche ich den linken Fuß auch nicht. Also Automatik, also vorne. Ich habe ja als Sportler natürlich gelernt, dass das Beste ist Bewegen. Und nicht daheim liegen und sagen. Weh tut es jetzt sowieso. Ich bin nach Zermatt gefahren, habe jeden Tag 2 Vorträge gehalten. Am 3. Tag habe ich Gips bei der Hand abgenommen, am 7. Tag habe ich Gips beim Fuß abgenommen. Am 8. Tag hatte ich Nachuntersuchungen im OKH Graz. Deswegen haben wir eine Szene gemacht, wo ich komplett wahnsinnig bin. Ich habe gesagt, die Gips haben wir weh da und deswegen haben sie runtergekehrt. Und ich war leider nicht gerade in der Nähe von einem Krankenhaus, jetzt habe ich es selber gemacht. Dann habe ich mich mit ihnen geeinigt, dass auf die Hand ein Kunststoff gibt, kommt der Reißverschluss, den hat übrigens, das ist ein Tipp, jedes Krankenhaus hat es, und wir kriegen das auch, wenn wir es verlangen, nur ich muss es verlangen, sonst kriegen wir die schweren Gips dafür. Und dann wisst ihr alle, ich weiß nicht, der eine oder andere hat schon einen Gips gemacht, nach 6 Wochen, 4, 6 Wochen, stinkt es da drinnen grausam und wir fahren dann schon mal mit der Stricknadel rein, was so juckt drin. Es ist eine Folter. Da ist nicht mehr der Knochenbruchsproblem, sondern die Stinkerei und der Juck. Und deswegen habe ich gesagt, will ich den abnehmen jeden Tag, ich will mit pflegen und waschen. Und ich weiß, dass bei einem 50-Jährigen das Stilllegen eines Gelenkes von 6 Wochen bereits zu bleibenden Schäden führen kann. So wie gesagt, ich will auch jeden Tag bewegen. Wenn ihr den Gips nicht oben habt, erfordert das, und das muss uns bewusst sein, jede Freiheit im Leben erfordert eine höhere Verantwortung. Das heißt, da muss ich aufpassen. Das ist verständlich. Wenn ich ein bisschen ein Botschafter bin und der nie aufpasst, dann gibt es einen doppelt schweren Gips auf. Dann passiert da nichts. Gell? Ganz, ganz wichtig. Das liegt an uns. Beim Fuß habe ich dann einen Spezialklettverschluss gekriegt. Da musste ich aufzahlen, 200 €, aber das war mir das wert. Und ich habe den Ärzten da gesagt, nach einer Woche, diese Wunden, diese Knochenbrüche werden schneller heilen als bei jedem in meinem Alter. Haben gesagt, warum? Habe ich gesagt, meine Zellen teilen sich schneller und in höherer Qualität. Haben sie mir ausgelacht. Okay, sehr recht. 6 Wochen nach dem Bruch, nach dem Sturz, bin ich wieder Trampolin gesprungen und hatte überhaupt kein Problem mehr. Dann hat der Arzt gesagt, das erste muss ich da sagen, Harry, dort wo du den Knöchel gebrochen hast, kann er nie mehr brechen, so eine starke Kalziumbildung hast du dort. Diese Knochenheilung, die du hier hast, ist die Knochenheilung eines 15-Jährigen. Ich sage, aha, das ist aber interessant. Habe ich gesagt, also meine Knochen heilen nicht, je nachdem, was in meinem Alter für Geburtsdatum, in meiner Geburtsurkunde für Geburtsdatum drinnen steht, sondern die Heilung der Knochen bestimmt einzig und allein, ob die Stoffe zur Neubildung des Knochen ausreichend vorhanden sind. Und wenn ich mein jahrelang immer nur Mangel habe, weil ich nur 15, 20 Mineralien zu mir nehme, dann heilt der Knochen immer langsamer und das Kalzium, was er braucht, holt sich der Körper sogar von den Knochen und das ist dann Osteoporose. Ein Kalziummangel gibt es gar nicht. Der Kalzium ist überall. Bei nahe allen Nahrungen. Wo ich lebe, in Judendorf, Posenkel bei Graz, ist so viel Kalzium im Wasser, dass sich sogar die Waschmaschine beschwert, der Bügeleisen- und Kaffeemaschine. Und der Harry sitzt, wenn ich komme, nein, das gibt es nicht. Was uns fehlt, sind die Spurenelemente, die sind nicht mehr in den Töten. Und deswegen kann ich Kalzium nicht verstoffwechseln. Weil zum Verstoffwechseln von Kalzium sind viele Spurenelemente an der Spitze Strontium verantwortlich. Füge ich mir diese Spurenelemente jeden Tag zu, über die Nahrung oder über eine Ergänzung, weil die Nahrung ist schwer, dann kann ich Kalzium wieder problemlos verstoffwechseln. Ich muss mir nichts mehr von den Knochen nehmen. Und ich kann sogar wieder langsam Rücklagen bilden. Die Knochendichte kann steigen. Das ist schon Altersmedizin eingeschränkt. Das geht nicht bei jedem. Ja? Logisch. Aber wenn ich im hohen Alter, 80, 90 Jahre, den steilen Abfall der Knochendichte verlangsamen kann oder stoppen, ist bereits mit Gel unbezahlbar. Und ich hatte bei Personen über 70 Jahren Feedbacks, dass die Knochendichte wieder gemessen höher war. In der Schweiz habe ich sogar einen Fall gehabt, bei einer damals war sie 71 Jahre alt, das ist jetzt fast 5 Jahre her, hat sie gesagt, Herr Meier, letztes Jahr hatte mein Arzt ein großes Problem. Und ich gesagt, was ist denn passiert? Und sie gesagt, ich hatte Knochendichte-Messung und ich hatte einen wesentlich besseren Knochendichtewert als vor 3 Jahren. Und der Arzt hat gesagt, ich sei medizinisch gemessen jünger geworden und das gibt es normal nicht. Mit anderen Worten hat mir mein Arzt das Fahner und ich habe ihn auch gleich gesagt, Herr Meier, Sie haben eine Knochenheilung eines 15-Jährigen. Also das Alter meiner Knochen ist jetzt im Moment 15 Jahre. Und das ist wesentlich besser wie 52.
Und ich kenne auch 30-Jährige, die haben bereits einen Osteoporosewert eines 75-Jährigen. Wir waren so am Betreut. Der bin ich draufgekommen, und den haben geredet, welche Fehler er auch macht. Er hat bis zu 15 Kaffee pro Tag getrunken. Kaffee, wir wissen alle, wir müssen pinkeln beim Kaffee trinken. Das kennen wir. Und dieses